wenn wir 3 Dinge tun, der letzte Sonntag, dann weit wie, wo wir 4 Sonntag Gott betrachten deuten und wo treu Gott ist, besonders mit unseren Gebeten. Und wo wir als Christen dem selben Gott haben, der dort Volk Israel aus dem Land Ägypten in ein anderes Land Kanaan nehmbrach. Gott kriegt so treu zu seinem Volk von der und Tag, als er damals zu den Israeliten war. Er ist treu an die Gebete zu hören, erst dort Bußgebet und du nur all unsere anderen Gebete. Er ist nicht bloß treu am Hören, aber er verspricht auch unsere Gebete nur seinem Willen zu beantworten. Und wie weit geht, durch unsere Erfahrungen mit Gott, dort manchmal ist Gottes Willen ganz anders, als was wir als Menschen am Sinn haben oder geplant haben. Aber Gott seine Wege sind auch so viel besser als unsere. Right? Wir sind so viel heicher und so viel besser als unsere. Und wir sind so treu aus, können wir uns vertrauen und am Sorten in unsere Gebete anbringen. Das ist so wichtig, dass wir besser sind. Liebe Geschwister, warum ist es wichtig, dass wir besser sind? Ja, kriegen wir Matten und Gott festhalten, nicht? Und das ist unsere Verbindung. Das ist unsere Verbindung zu Gott. Warum noch? Wir kriegen alle Tage Kraft. Gott sagt, fehlt ihnen Kraft, komm zu mir. Was noch? Bitte Lüder. Ja, Gott sein Wort sagt, fehlt ihnen Weisheit, dann bet. Gott will uns helfen, die rechten Entscheidungen im Leben zu treffen. Er will uns lehren, er will uns führen. Er will uns den Weg weisen, durch sein Wort und durch das Gebet. Und was sagt Jesus Christus? Ohne mich? Amen. Freut mich, dass die dort zu Glück sehen. Ohne mich kann ich nichts tun. Das sagt nicht, ohne mich kann ich wenig tun. Das sagt, ohne mich kann ich nichts für mich was tun. Und das meint, wir müssen uns bekehren. Und ob wir dich bei Gott bleiben müssen. Und besser sein. Ohne Arm kann ich nichts tun, aber dann, was sagt er auch? Mit Arm ist nicht allmählich. Right? So ohne Arm kann ich nichts tun, und mit Arm ist nicht allmählich. Das weist uns klar und deutlich, woran wie besser sollen sein. Uns fehlt Gott. Das Gebet ist so sehr wichtig. Und obwohl wir als Kinder Gottes dort klar haben, dort Beten wichtig ist, gibt dort genug Menschen, sogar was sich Christen nennen, was sich daran zweifeln, dann, ob das Gebet wirklich was tät. Wir wollten uns fehlt das Gebet über, hört Gott an die Gebete? Merkt dort was üt? Ja, das tät. Weißt du, glauben, ja, ich kann Elia, ich lese von Elia, ich weiß, was Elia getan hat, ich weiß, was Daniel getan hat, und all diese Männer im Frühs um Gottes Wort, was stärker besser werden. Aber ich sehe nicht Elia, ich sehe nicht Daniel, ich sehe nicht David, ich sehe, wer ich sehe. Gott hört nicht meine Gebete. Absolut hört er deine Gebete, wenn du Gott sein Kind bist. Unser Gebete kann gleich so mächtig und kraftvoll sein als Elia seine, und Daniel seine, und David seine. Aber wir müssen glauben. Wir lesen in Jakobus 4, Verse 17 und 18. Ich will die Verse nur plötzlich lesen. Dort sagt er, Elia wie ein schwacher Mensch, so als wir. Und dann sagt die plötzliche Übersetzung, er bet ernstlich darum, dass es nicht regnen soll, und dort regnet nicht. 3 Jahre und 6 Monate. Und als er weiter bet, jäuft der Himmel den Regen, und der Erde brach war ihre Frucht. So, das sagt hier, Elia wie ein schwacher Mensch, so als wir. Eine andere Übersetzung sagt, Elia wie ein Mensch mit einer Natur, so als unsere.
Anders gesagt, Elia, wir kriegst es wie Sand. Der wir nicht besonders. Und doch wird er durch seine Gebete große Dinge tun. Und von der Samaris, wo wir gerade sein Leben betrachten, um zu sein, was Jakobus hier gemeint hat und was wir davon lernen können. Erstens, wer wir Elia? Weil ein Schreiber erklärt, der Name Elia meint Yahweh oder Gott als mein Gott. Und deswegen, das ist am Anfang gesagt, wenn wir sagen, Bäder sind, dann meint dort, wie bekehrt sind, right? Elia, sie nun meint, Gott als mein Gott. Elia war Gottes Prophet für das nördliche Königreich Israel, während der Jahren, wo Ahab und Isabel, der Israeliten, der auf Gottdienst führten. Die Jahren, wo Elia als Prophet gedient hat, waren sehr düstere Jahren, sehr gottlose Jahren. Und ich glaube, wir können uns mit Elia mitfreuen, uns Gesellschaft von hier und da, ist auch nur gottlos, ist es nicht? Wo einmal eine Hand kriegt. Sehr gottlos, ist er. Und doch wies uns Elias Leben, wo gewöhnliche Menschen, wo gewöhnliche Kinder Gottes die Gesellschaft drastisch verbessern kann. Wo ein Weg ist durch unsere Gebete. Elia wird ein gewöhnlicher Mensch, aber Gott hat seine Gebete gehört und durch am Wunder getan. Wo? Weil er nicht besonders wäre, wo kann Gott diese Dinge durch am tun? Erstens, wirst Elia Gott gehorsam bleiben. Er wird ein Kind Gottes sozusagen, ein Nachfolger Gottes, right? Und er bleibt Gott gehorsam. Als Bibelleser kann wie Elia als einer, der nicht Angst hat, gegen den König zu stehen. Was weit wie von Ahab? Eine gute König, eine schlechte König. Schlechte König, ja. In dem Sinne früher wir noch schlechter als was er wir, nicht? Isabel? Ja. Aber Elia hat nicht Angst, Gottes Wort einmal zu bringen, kriegt es Gott dort wohl. Und manchmal hat er ganz strenge Wert für König Ahab. Zum Beispiel, lesen wir in 1. Könige 17, Vers 1, wo Elia zu König Ahab sagt, so sicher ist der Herr, Israel, Gott lebt, dem ich dein, wird durch kein Regen oder Dave an diese Jahren fallen, bitte, wenn ich du verbet. Ist das nicht wunderbar? Bitte, als ich du verbet. In Kreuz, als Elia am dort gesagt hat, brach Gott eine sehr drehe Zeit, war dort Königreich Israel. Und wir fingen ein zweites Beispiel an 1. Könige 21. So wir feiern Kapitel wieder. 1. Könige 21, wo Elia dann von Gott geschickt wird, um Ahab und seine Frau zu verurteilen. Was deuten diese zwei? Warum schickt Gott Elia und Ahab und Isabel? Das hat mit Nebat zu tun. Ja. Erstens brachten sie am Arm und dann nahmen sie in Weingarten. Weil ich hey, wohl kriegt du, wo sie in Weingarten wir eine feine Garten merken. Für seine Grenzen, so eine Sachen. Und hey, früh Nabat, kann ich nicht die Weingarten von dir aufschreiben? Und er sagt, nee, er kann das nicht. Das ist gegen das Gesetz Mose. Er kann das nicht, das soll in der Familie bleiben. Und kann ich, Ahab war so traurig und alles, dass aus seiner Früh dann kämen am Früh, wurde am Schuden dann betalt er alles, was du anging. Und dann sagt der Königin, well, du bist der König, kannst du nichts damit tun? Und dann hat Isabel das Ganze geplant, er wird Nabat anbringen und am seinen Weingarten wegnehmen. Und Gott sah alles, was du geworden wir. Also schickte Elia eine Ahab und seine Frau mit einer ganz strenge Botschaft. Der Krieg, als die Nabat anbrachten, wurden sie auch ein Tag angebracht worden. Hij bleibt Gott gehorsam.
Elia, der kriegt, was Gott von ihm will. Und wenn ich an Adam und Eva denke, dann, Adam und Eva, die hatten Gott nicht gehört. Gott sagt zu Adam, von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, wird Gott ein Schlag ist, von dem sollst du nicht eten, wie es dort wird unbedingt in den Tod bringen. Aber Eva, nein von den Früchten, Eiten, gab ihrem Mann auch, und der Eid, und was wir in den Folgen dann, sie brachten Sinn an der Welt an, Tod an der Welt an, und wurden vom Garten Eden rückgejagt, um ein schwaches Leben zu führen. Und wenn ich an Mose denke, dann Moses wie auch meistens Gott gehorsam, du warst, aber nicht immer. Moses, wie auch einmal, wenigstens einmal Gott eingehorsam. Gott sagt zu ihm in 4. Mose 20, dass er mit dem Stein in Kadesh reden soll, dass er an sein Worte geben wird. Was tut er? An der steht, reden, was tut er dann? Ja. Gott sein Wort sagt, Moses hauft seine Hand ab und schlug den Stein einmal, zweimal. Mit dem Stock. Und wir sagen, das können wir nicht in Kanaan nehmen. Gott gehorsam sein ist so sehr wichtig. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, wer mir Gott als Wort meine Geboten hält, und das kriegt, was Elia tut, er bleibt Gott treu und gehorsam. Zweitens, Elia hat einen starken Glauben an Gottes Wort. Er weiß, wenn Gott am Wort sagt, das Wort hat, das passiert. Gott hat jedes Mal. Nur dem Ahab dort gesagt wird, dass Jesaja 3 Zeit über Israel kommen wird, dann muss Elia für sein Leben fliehen. Die wollen dann anbringen. Und dann kam ein Wort vom Herrn Elia, dort im Osten an die Bäume angehen soll, in einem Riefer, wo er Wutter finden kann, in Eten von Wurt kriegen. Von Kreuen. Von Kreuen kriegen. Und Gottes Wort sagt in 1. Könige 17, Vers 5, und er so aus am gesagt wird vom Herrn. Er wird völlig gehorsam und hat Gottes Wort geglaubt. Würden wir gehorsam gewesen sein, wenn Gott uns von der sein wird? Guck mal, wird eine Sache 3 Zeit etwas Sammlung kommen, wobei kein Plan für die Reit. Du kriegst vielleicht in Colorado, das ist eine sehr ferne Strecke Riefer, go mal durchhauen, für wer weit wo lang, und ich will Kreuen schicken, und Eten zu bringen. Und er ging. Und Gott tut sein Wort. Er bleibt Gott gehorsam. Er hat Gott sein Wort geglaubt. Die Kreuen brachten am Fleisch zu eten, Marisen zu Uwes und er trank vom Riefer. Aber dann, um eine gewisse Zeit, riecht der Riefer ut, wirst du keine Regen an der Gegend wir, und der Herr sagte Elia, pack dir mal ab, und gune der steht, dich bis Sidon, die Zartbarkeit, und du sollst dir ein Staud blieben, und ich war du eine wertfrei sein, oder dort sei die zu eten geben soll. Und Elia sammelt seine Sachen und ging in die Zarbeit. Und war da alles passiert, kriegst was Gott ihm gesagt hat. Elia weiß, dass Gott sein Wort immer hält. Als Elia unter Sturzput kam, dann sah er, der wird früh durch. Und Elia raubt er früh und sagt er, hol mir mal was Wutter zum Trinken in ein Denkbahn. Und als er wegging, dann raubt er nach hinten, bringt mir auch was Brot. Ganz fremd, der wird früh. Aber hat diese Welt früh sehr viel? Haben Gott? Sie hat sollte sein, nicht. Nicht. Sie will kurz nach der letzten Multit für allen sehen, nach Reitmerken, und dann, nur dem würden sie sterben. Das ganz letzte, was sie noch zu eten haben, was sie nie nach Reitmerken. Und dann ganz abgeben. Und dann lesen wir in Vers 13 bis 16. Elia sagte, ängst dich nicht, go und merk dort so, was du siehst, aber merk mir dort erste ein Brötchen von dort, was du hast, und dann bring mir dort. Und dann nur dem sollst du auch, was für die in denen sehen, merken. Sie hat nicht viel. Sie hat nicht einmal so viel Mehl und Öl, um so viel Brot zu backen. Aber sie ging. Und Gott sein Wort sagt, die Mehldose wird nicht ladig worden und der Krug mit Öl wird nicht utran, aber den Tag, wann der Herr dort wird Regenluten appariert. Und sie ging
Und das so, als Elia gesagt hat, und sei und heu und er sehen hatten zu eten, nicht bloß für einen Tag, aber für eine lange Zeit. Und das Mehl an ihrer Dose war nicht alle, und die Eul an ihrer Krug rannt nicht uit. Krieg so aus der Herr, das gesagt hat. Krieg so. Wenn Gott was sagt, dann wird das, krieg so. Aber wir müssen am Glauben. Dort, wo Gott Elia sieht, hat Elia vom Horten geglaubt. Und wie so ein abrichtiges Kind Gottes wir, hat Gott sein Gebet gehört und nur Gottes Willen der beantwortet. Jakobus sagt, in Jakobus 5, Vers 16, das Gebet von einem Gerechten kann viel utrechten, wann dort ab ernst ist. Elia wir gereicht. Also hat Gott seine ernste Gebete gehört. Und das, was wir in 1. Könige 17, Vers 17 bis 24 lesen. Die Bibel sagt, dass nur eine Zeit war eine andere früh. Das wird eine Wirtsche, nicht eine Bettfrüh. Eine Wirtsche ersehen als krank geworden. Und das war so schlimm, dass heute das Kind abhielt mit Udmen. Und sie ging, diese Früh, ging eine Elia Halt zu kriegen. Und dann lass mich 1. Könige 17, die Verse 19 bis 22 für uns lesen. 1. Könige 17, 19 bis 22. Und Elia sagte gib mir den sehen. Und er nahm Arm von ihrer Schoot und trug am Nab in seine Stufen an und lädt Arm ab seine Bad. Und Elia bet dem Herrn ab Lüdes und sagt, Herr, mein Gott, wirst du wirklich so ein Schworet ab diese Früh bringen? Wie wohne ich wohn, dass er sehen sterben wird? Und er streicht sich 3 Mal ab das Kind ab und bet zum Herrn. Herr, mein Gott, lud das Kind sein Leben war das kommen. Und der Herr hielt Elia sein Gebet. Und das Kind sein Leben kam 3 an am Nahen und er verholt sich. Der Herr hielt Elia sein Gebet. Aber was mag wie? Gott hat am gehört, aber hat Gott furz, was du tun damit? Wofür muss er beten wenigstens? 3 Mal. Liebe Schwester, wenn ich an mein Gebetsleben denke, dann wundere ich, ob ich manchmal zu früh abhören mit meinen Beten. Wir beten ernstlich für eine Sache. Und das wird nicht. Und vielleicht zum 2. Mal auch noch. Und das wird nicht. Und dann hier wie ab. Und Gott das nicht. Und einer wundert, woran Gott hier unsere Gebete nicht hier. Aber das sagt ja, Elia hat 3 Mal zu Gott ernstlich gebetet. Und dann greift er an. Dann deut er Wort. Und ich sage nicht, dass das eine besondere Nummer ist, aber das weist uns, dass wir mehr als bloß einmal beten sollen, die Sache. Right? Dass wir Gott wiesen, dass was wir beten, dann ernst ist. Und dass wir dort vom Herzen meinen, dass wir nicht so tidig abhören mit beten. Wegen Gott wird uns hören. Und er wird nur seinen vollkommenen Willen uns beantworten. Wann das seine Zeit ist. Der Herr hielt Elia sein Gebet, nicht wie es was Besonderes wie, liebe Geschwister, aber wie es eine abrichtige Kind Gottes wie, der Gott gehorsam bleibt und Gottes Wort geglaubt hat. Und wie es nicht abhielt mit Beten. Und das ist auch der Grund, warum Gott Luther ab dem Karmelberg Elias Gebet gehört hat und 4 vom Himmel ab seine Brandopfer raufholen leid, das wir in Kapitel 18, Vers 38 lesen dann. Und wenn wir auch so eine Einstellung in Charakter haben, als Elia hat, dann wird Gott auch an die Gebete hören und auch durch die Gebete Wunder tun. Nur seinen Willen. Elia hat könnt wunderbare Dinge durch seine Gebete tun, obwohl er bloß ein gewöhnlicher Mensch war. Durch seine Gebete hat er könnt eine Säue 3 Zeit über Israel bringen. Die wird er sehen vom dort abweichen, 4 vom Himmel raufkriegen. In Regen war er dort Land Israel bringen. Und er war bloß ein gewöhnlicher Mensch. Und das sei wie daran, dass er manchmal auch entmutigt wird. Als die Israeliten ab dem Karmelberg waren und sahen, was Gott getan hat, wussten sie, dass Elias Gott der einzige wahre Gott war.
Und dann befahl Elia, dass die Israeliten die Baals-Propheten grieben sollen und anbringen sollen. Und als sie das deuten, dann bet Elia weiter, dass es regnen soll, und die Schrift sagt, der Himmel geift den Regen. Und dann waren wir in 1. Könige 19, Verse 1 bis 3 lesen. 1. Könige 19, 1 bis 3. Gott sein Wort sagt uns, Ahab sagt Isabel alles, was Elia getan hat, und dort hat die Baals-Propheten mit das Schwert angebracht hat. Und dann sagt Isabel am nur recht und sagt, Leute, ja, dort eben mir down, wann ich was machen, diesen Zeit nicht mit dein Leben getan habe, so als du mit ein von diesen Baals-Propheten. Und Elia verleiht von Dur und Rand, und wie es Angst hat, und sich sein Leben nicht sicher wird. Was wir haben? Angst. Der hat Angst. Wo kann er Angst haben? Erst ging er Krieg mit dem König und seht am Krieg, was Gott am sein will. Gott wird die einen Tag anbringen, Krieg, dass du Nabat anbrachst. Seht er dem König sind gesagt. Und nie hat er Angst. Er rannt. Sein Leben wird nicht sicher. Er rannt. Wird Gott nicht durch? Wird Gott am nicht halten? Der wird nicht durch. Aber er rannt. Er rannt und er verstärkt sich. Wo kann wir das verstehen? Gott sein Wort sagt, als Elia durch allein in der Wildnis war, wünscht er sich den Tod. Und sagt, das ist genug, Herr. Nimm mein Udem von mir. Ich sehe nicht später als meine Fuder. Elia hat ein sehr schweres Leben, dort weit wie gehabt. Sein Volk war ständig gottloser, obwohl er an immer war Gottes Kraft in Gegenwart weiß. Die Bibel sagt uns, dort an dieser düsteren Zeit steigte ein Engel Gottes an. Damit er Gott beim Beuch Horeb treffen können. Und durch in einer Heul am Beuch schaut Elia sein Hort vor Gott aus. Er offenbarte Gott sein Verlangen an der Ewigkeit bei ihm zu sein. Der wie Sort, der wie Meid, der wie frech, der will nicht wieder. Und das hier in dieser Phase, wo wir, wird gesagt, wo ich mir am besten mit Elia mitfolgen kann. Elia wie ein schwacher Mensch, so ist wie, sagt Gott sein Wort. Er muss gleich so gut durch die Betulen gehen, als wie manchmal machen. Er war zweimal auch entmutigt. Er will sogar alles abhören, alles zu Ziel leihen. Aber dann raubte Gott an. Diesmal bet er nicht zu Gott. Gott redet an. Gott redete an. Gott selbst will mit ihm reden. In einem Auto sprechen. Und hier sei wie wahre, liebe Geschwister, woran das so wichtig ist, dass wir mit Gott reden. Und dass wir am Luten zu uns reden. Gott sein Wort ist kraftvoll. Gebet ist ein kraftvoll. Durch das Gebet reden wir zu Gott und er redet zu uns. Wir müssen überlegen, still zu werden und horchen zu dort, wo Gott uns sein will. Und hier war da, muss ich mich lernen. Manchmal, wenn wir beten, dann wir denken, okay, ich muss für Jana beten, ich muss für das beten, ich muss für dort beten. Und dann, wenn wir für alles gebeten haben, dann sagen wir Amen und stehen wir ab. Übernehmen wir auch Zeit, sodass Gott zu uns reden kann, wenn wir zu ihm beten dann. Wird vielleicht ganz passend sein, einmal bloß duldig knien und sein Gott, der mal bei die Leute zu mir reden. Red zu mir. Wies mir, was ich sein soll, was ich tun soll, was ich sein soll. Ich glaube, ich werde an diesen auch wissen können. Elia wird ganz bottom eng. Und dann redet Gott. Gott gibt ihm neue Kraft und Mut, dass er wieder kann. Elia wie ein Mensch, so ist wie. Der wird nicht vollkommen. Liebe Schwestern, das soll unseren Glauben und der Gebetskraft steigen. Wenn Elia ein Mensch wie so ist wie alle sind und können über wunderbare Dinge durch seine Gebete tun,
dann würden wir die auch sollen können, nicht? Das Gebet soll mehr als bloß eine eure Wahrheit sein. Ein Ding, was wir vom Eten tun und vom Schlupen tun. Das soll bewusste Communication mit Gott sein. Und wenn sie Gebete kraftvoll sollen sein, dann müssen wir gehorsame Kinder Gottes sein. Deine Gottes sein. Der Gottes Wort vom Horten glauben tun. Und Gott sein Wort ausleben tun. Das Gebet ist wichtig. Und wenn ich über ans Land kicken down und nicht bloß hier in der Stadt, aber auch in anderen Ländern, und wenn ich mit Prediger reden down, kriegen down, wo das ist, reden sie von wo schwer das für ihn ist. Dass die Menschen am Weg fehlen. Für die Gebetsstunden fehlen. Liebe Schwester, wenn wir dort vom Herzen glauben würden, dass Beten wichtig ist. Und dass es wichtig ist, dass wir taub beten. Würde es dort lohnen? Würde es nicht anders lohnen? Das Gebet ist mächtig. Und muss Gott uns halten, als seine Kinder, dass wir würden kraftvolle Beter sein, wodurch Gott Wunder tät. Amen.